Ballettschüler Poldi beim Tanzunterricht. Frau Ballettmeisterin, ich mag heute nicht um dumm hupfen. Ich hab Bauchweh. Weil du immer so viel isst. Sieh dich an, Poldi. Du bist dick wie ein Fass. Komm, komm, steh auf und tanz mit den anderen Kindern. Aber ich hab so Bauchweh. Ich hab heute statt 4 Wurstsemmeln 5 verdickt. Ich kann nicht tanzen, beileibe nicht. Frau Ballettmeisterin, sind's bitte nicht besser. Gut, Poldi, wie du willst. Bleib auf dem Tanzparkett hocken und träum weiterhin von einer Ballettkarriere an der Wiener Staatsoper. Du bist ja noch so jung. Vorgestern bin ich erst 37 geworden. Wo liegt das Problem? Dass du 37 bist, ist nicht das Problem. Dass du fett und faul bist, Poldi, das ist das... Drum bin ich ja Ballettelefant geblieben. Und die Prinzenrollen in Schwanensee, Dornröschen, Nussknacker sind dir auf einmal wurscht? Die Prinzenrollen, die ich will, kriege ich jederzeit bei meinem Kreisler oder in einem Supermarkt. Das ist typisch Poldi. Immer nur ans Fressen denken, nie an seine Ballettausbildung. Stimmt nicht, Frau Ballettmeisterin. Zeitweise denke ich schon an unser Hupfburg, aber meistens... Poldi, ganz im Ernst, bist du eigentlich nie neidisch auf die anderen Ballettschüler, wenn diese zig Pirouetten drehen, ohne umzufallen, oder hohe Spagatsprünge meistern, ohne zu stürzen, federleicht aufsetzen? Bin ich federleicht? Die Geschroppen sollen einmal mit meinem Gewicht das machen. Wenn sie sich mit 105 Kilo auch so schnell drehen und so hoch hupfen können, dann werde ich giftgrün von nicht. Sumo-Ringer in Balletttütü und Spitzenschuh. Welch Lachnummer. Ha, das war lustig. Poldi, darf ich dich etwas ganz Persönliches fragen? Was wollen Sie wissen, Frau Ballettmeisterin? Fragen Sie mich nur. Ich hab sonst eh nichts zu tun bei nur zuschauen, unseren Tanzmeis. Ich stief halt. Es fällt mir nicht leicht, diese Frage zu stellen, aber immerhin bin ich deine älteste Tanzpädagogin. Ich will damit sagen... Na, wo drückt der Schuh, Knefrau? Bist du schwul? Gelegentlich. Was? Du treibst es mit Männern? Psst, nichts verraten. Jeden Samstagnachmittag lasse ich mir von einer männlichen Gummipuppen am Blasen. Egon, so heißt der Bach und die Blasengel. Rutscht super. Und mit Frauen hast du schon sexuelle Erfahrungen? Ehrlich, ja oder nein? Ich bin bi, das weiß ich, aber nicht normal bi. Das heißt, einerseits bin ich fixiert auf mein Egon, andererseits stehe ich total auf ältere Frauen? Stimmt, ich stehe auf Weiber, die da Hänsel und Gretel Hex total ähnlich schauen. Sicher eine, kriege ich sofort einen Steifen. Wenn du willst, Poldi, verkleide ich mich als Knusperhexe. Verkleiden ist zu wenig, Frau Ballettmeisterin. Meine Wohnung ist die reinste Märchenstube. Soll ich dich wie Hänsel in einen Käfig sperren? Ich möchte der echte Hex pudern. Bummelchen Poldi, du bist abartig. Gusch, du alter Ballettradler, ich bin... Unverschämt! Wie sprichst du mit einer Ballettmeisterin? Wie es ist gehört, möchte ich gern Hex. Und jetzt hör zu, ich bin nicht perverser als du, weil ich weiß ganz genau vom nicht schwulen Ballettdirektor, dass du... Frecher Fettsack! Was ist daran pervers, wenn ich weibliche Styroporpuppen vernasche? Das eh nicht, aber zum Beispiel sich von einem Rudel Zwergpudel pudern lassen. Wenn du das nicht hinausposaunst, Poldi, spendiere ich dir tagtäglich, solange du lebst, 4 Wurst... 5 Wurstsemmeln, Ehrenwort. Frau Ballettmeisterin, mein Bauchweh ist wie weggezaubert. Ich fühle mich pudelwohl. Anders gesagt, wie ein Tanzbär, der seinen Bärenführer in der Hand hat. Irrtum, im Schwitzkasten hat.